zuerst wollte ich noch geschwind über die Verletzung reden. Weil ich bin ja verletzt und wenn man verletzt ist, dann ist man obviously nicht gesund. Weil wenn man ja gesund wäre man ja nicht verletzt. Ich weiss gar nicht, ob man die Narben zeigen auf Twitch, aber ich zeige es jetzt einfach. Wer im Leben kein riesiger Take, der kommt nicht weit mit seiner Karriere. Darum zeige ich euch jetzt die Narben. Es ist fast schon noch crazy. Sehen wir sie da? Ja, komm. Twitch soll gönnen, Digga. Alter, die haben mir einfach aufgemacht. Wie ein Päckchen, Digga. Du musst mir vorstellen, die Narbe, die ist länger als der Schwanz von Milo, Digga. Ich muss wirklich sagen, ich weiss nicht, ob ihr euch mit Narben auskennt, aber ich glaube, die Narbe, die ist wirklich übel gut geworden. Also es hat kein einziges Mal blutet, auch nicht nach der Operation. Von dem her, Doktor und ich, die sind da. Wir sind eben in Lags gesehen mit dem Yoshi, Ehrenbruder Yoshi. Wir haben ja noch gestreamt am Oben, bevor wir auf Lags sind gegangen, haben wir gestreamt, Digga. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben, bin ich überhaupt Park gefahren. Ich bin noch nie in einem Freestyle-Park gesehen. Und dann, ich glaube, das ist nice. Da kann ich schon mal mich selber loben. Oi, Memo! Ja, crazy. Ist alles sehr, sehr nice gewesen. 2 Tage sind wir gefahren und dann eben am 3. Tag, am Morgen, hat es mich komplett genommen. Ich kann euch das schnell zeigen. Ich zeige euch das schnell. Ich bin so gefahren, recht schnell, also bin wirklich recht schnell gefahren. Und dann, ich kann es halt nicht aufgumpen, aber ich bin dann so aufgumpt, so, zack. Nice ass, Bro. Und dann habe ich halt so weiterfahren, so Kurven machen. Dann bin ich halt so verkantet und Vollgas so auf die Schulter. Dann bin ich umgekehrt und instant, also weil ich bis auf die Schulter gekehrt und ich habe gewusst, wenn du auf die Schulter gehst, ist das Schlüsselbein so ein bisschen weg. Dann habe ich instant so den Arm bewegt und habe den Arm ganz bewegen und ich so, geil, Digga, nichts passiert. Und dann hat Yoshi so gesagt, ey Digga, lass mich mal schauen. Hat Yoshi so geschaut und dann hast du echt so gesehen, dass der Knochen so da einfach so nicht rausgestanden ist, aber du hast echt gemerkt, dass es instant gebrochen ist. Und der Yoshi hat wirklich 1:1 genau gleiche erlebt vor einem Jahr, auch Ende Saison, oder Anfang Saison, Mitte Saison, ich weiss gar nicht genau. Er hat jetzt genau gleiche verletzt und ja, hat dann halt gewusst, dass es gebrochen ist und dann bin ich mit dem Schlitten runtergefahren worden. Das war maximal cringe gewesen, Digga. Fühlst dich echt wie das Opfer vom Tag, Digga. Alle fahren so nebendurch mit der Ski und du sitzt in dem Rotzschlitten. Aber ja, an dieser Stelle, Kuss geht raus an den einen Österreicher, der mir auf Insta geschrieben hat, yo, ich hab deinen Sturz gesehen, hat richtig nice ausgesehen. Hat mir wirklich geschrieben. Und dann bin ich ins Spital aufgekommen und dann haben sie es gerade operiert. Ist richtig nice gesehen. Und jetzt kann ich eigentlich den Arm wieder, also wir sehen, mit rechts kann ich halt so machen, mit links. Aber ich meine, für das die Operation 1 Woche her ist, Digga, fühle ich mich eigentlich schon recht beweglich, Digga. Und da ist jetzt halt eine Platte drin mit 7 Schrauben. Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Oder warte, ich kann euch noch ganz schnell den Bruch zeigen. Machen wir schon. Oh, jetzt macht es weh, Digga, Mann, jetzt habe ich es falsch bewegt. Der Knochen hier. Der Knochen. Holy shit, dude. Der Knochen hier, der sollte einfach weitergehen bis zu den Schultern. Und das hier und die ganzen Teile, Digga, das ist echt komplett am Arsch gewesen, Digga. Der Doktor ist so ins Zimmer reingekommen, hat er so angeschaut und hat so gesagt, Herr Vogt, das sieht aus wie der YouTube-Kanal von Milo. Komplett verschissen, Digga. so hat das ausgesehen, also recht abgefuckt, dann ist das alles zusammengeklimmt. Es sieht jetzt ziemlich genau so aus. Da sind jetzt 6 Schrauben und eine in der Mitte. Ich habe insgesamt 7 Schrauben. Ihr wisst, was ich meine. Aber es kommt gut. Ich kann mich wieder bewegen. Ich kann 0 Sport machen. Ich darf nicht auflüpfen. Also, ich darf das Handy auflüpfen und so, aber sonst darf ich nicht auflüpfen. Ich lese euch jetzt meinen Austrittsbericht vor. Jetzt müsst ihr gespannt sein, Digga. Da kommt man sich hure dumm vor. Der intra- und postoperative Verlauf gestaltet sich problemlos. Die postoperative Mobilisation gelang gut, eine Röntgenkontrolle zeigte eine reponierte Fraktur und regelrechte Lage des Osteosynthesenmaterials ohne Pneumothorax. Wir konnten Herr Vogt in gutem Allgemeinzustand mit reizloser Wunde nach Hause entlassen, Digga. Wie sich's für einen YouTube-Star gehört. Ich bin im Spital gewesen, im Zimmer, habe mir nichts Böses dabei gedacht. Ich bin natürlich absolut handysüchtig gewesen und im Spital hat es keine Steckdose gegeben, die ins Bett geht. Und dann habe ich halt zu einer Krankenschwester gesagt, yo Dude, kannst du mir ein Verlängerungskabel bringen? Sie so, safe, Digga. Hat sie mir das Verlängerungskabel geholt, hat es eingesteckt, bin ins Bett gelegen, bin ans Handy gegangen, dann hat sie noch so gefragt, sonst noch irgendwelche Probleme? Ich so, nee, alles easy, Chat. Und dann, vorm Rausgehen, sagt sie einfach eiskalt, Digga. Seid ihr einfach eiskalt? Okay. Aber 5 + 5 ist immer 10, Digga. Und ich habe so gedacht, okay, nice. Leute, die meine Videos schauen, arbeiten in dem Spital, Digga.
Das kommt nicht gut, Alter. Kuss geht raus, aber. Kuss geht raus. Was aber ganz ein weirder Flex ist, Chat, das ist wirklich dieser andere weirde Flex. Neben mir im Zimmer ist einfach der Koch vom Roger Federer gewesen. Einfach so ein englischer Dude, der muss operiert werden. Das ist einfach der Koch vom Roger Federer. Weil die sind gerade in der Lenzer Heide. Und in 2 Wochen kommt dann ein Video mit dem Koch vom Federer. Der Koch von Roger Federer hat für mich gekocht, Digga. Weird Flex. Ja, komm, Digga. Als ob ihr nicht würdet flexen mit dem. Der Milo wird gerade horny, wenn er das gehört, Alter. Wenn man so eine Verletzung hat, hat man mega viel Zeit, um sich Gedanken zu machen, so ein bisschen über alles. Ich habe mir eigentlich eine längere Auszeit nehmen mit Streamen, Videos und so. Und dann bin ich aber wieder heimgekommen und es hat nicht weh gemacht. Dann habe ich wieder angefangen zu produzieren, was ein bisschen wack ist. Aber an sich kann ich jetzt schon weniger machen und ich glaube, es ist auch mal gut, wenn man ein bisschen runterfahren kann oder so ein bisschen wie eine Zwangspause in den Anfangs- und Schlusszeichen. Ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Denke ich. Einmal so. Wenn du weißt, was ich meine, Digga. Wie lange ist man krank geschrieben, wenn man das Schlüsselbein gebrochen hat? Also ich wäre jetzt 3 Wochen komplett arbeitsunfähig, wenn ich bei einem Arbeitgeber wäre. Digga, wenn ich bei einem Arbeitgeber wäre, ich könnte das Gesuch einreichen, ich müsste 3 Wochen nicht arbeiten, Digga. Und jetzt ist es 1 Woche her und ich tue für Social Media schon wieder Sachen machen, weil ich bin halt selbstständig so. That's a little bit the thing. Aber ja, ich will mich nicht beklagen. Shoutouts an mein Schlüsselbein, dass es so gut gehabt hat bei dem Unfall, muss wirklich sagen, sehr nice Schlüsselbein. Wir sehen uns in etwa 7 Wochen wieder, Digga.